Die es wissen, dass das ein wöchentliches Format ist, wo wir allerlei Themen von der Musikbranche, Musikbusiness, also Schweizer Musikindustrie auch ein bisschen beleuchten für Künstler oder Musikschaffende oder sonstige Interessenten, wo die Themen geil finden. Und in der heutigen Folge habe ich jetzt nicht mega ein Skript vorbereitet für uns alle, oder so ein bisschen einen Leitfaden, sondern also es geht halt um das Thema da unten, eigene Musikidentität in der Schweiz. Alles was so mit weil ich ein paar Diskussionen jetzt in letzter Zeit hatte darüber, in was für Sprachen man irgendwie sich kann ausdrücken künstlerisch und wie eigentlich die Schweizer Musikidentität aussieht oder ob die Schweiz überhaupt eine Musikidentität hat, eine eigene. Das sind so ein bisschen die Fragen, wo wir uns heute stellen können. Und vor allem geht es da um euch, um die da zuschauen. Weil ich muss ein bisschen auf euren Input muss ich ein bisschen darauf eingehen. Wie gesagt, weil die Stunde jetzt nicht ultra gescriptet ist, aber ich wollte einfach ein paar Fragen in den Raum werfen und einfach mal schauen, was zurückkommt. Ob überhaupt etwas zurückkommt und sonst machen wir einfach schneller Feierabend heute so. Genau, aber das Grundlegende in dieser Stunde sollte eigentlich sein, die Frage, die wir uns alle ein bisschen stellen teilweise, oder Leute, die halt Musik begeistert sind, wie tönt eigentlich die Schweiz? Sprich, jetzt vor allem, weil es halt auch noch so viel internationalen Einfluss hat in unseren Charts oder sonstige Episoden, die wir ab und zu da auch noch beleuchtet haben, geht es ja vielmal auch in diesem Podcast darum, was schön und gut, was es so in Amerika gibt und in der UK und Deutschland und so. Aber was läuft eigentlich in der Schweiz und wie sehen die Schweizer Künstler überhaupt aus, wo das da von Schweizer für Schweizer machen? Und ich frage mich die Frage halt ganz oft, oder an die Gedanken ganz oft so, ob der Schweiz so ein bisschen eine eigene Musikidentität fehlt, weil wir halt ein Land sind mit so vielen Sprachen und relativ multikulturell, wenn man so vergleicht mit anderen Ländern. Und wieso es dann so viele Leute gibt, die halt, ja, vielleicht auch immer noch eine Befangenheit haben, Schweizer Musik zu machen, also Mundartmusik oder vielleicht auch Französisch, halt als zweite Landessprache. Cem schreibt da, Schweizer Musikindustrie ist noch in ihrer Pubertät, kann man sagen. Ja, relativ, sage ich mal. Also die Schweizer Musikindustrie, und das ist ein guter Punkt, weil dann kann ich ein bisschen darauf eingehen. Bringt ruhig Input, was euch auch immer einfällt zu dieser Frage da unten, die ihr da seht. Die Schweizer Musikindustrie selber, Jam, die ist sehr gesund am Wachsen. Also die ist jetzt mittlerweile, wenn man das ein bisschen in Zahlen auffassen will, und die Statistiken könnt ihr euch gerne auch selber anschauen auf ifpi.ch beim Schweizer Musikverband. Wir sind jetzt inzwischen wieder über 100 Millionen Franken Umsatz, wo die Schweizer Musikindustrie gemacht hat. Also die Schweizer Musikindustrie selber ist nicht in den Kinderschuhen, beziehungsweise in der Pubertät, sondern eher schon im Erwachsenenalter, wenn man so die Metapher nehmen. Aber Schweizer Musik hingegen, also weil ein grosser Teil von dem Umsatz, wo da die über 100 Millionen sind im Jahr, ist halt immer noch von internationaler Musik, die konsumiert wird in der Schweiz. Und wenn es halt um Schweizer Musik geht und alles, was mit Mundart oder mit der eigenen Sprache, mit der eigenen Landessprache zu tun hat, dort kann man schon sagen, dass wir ja etwa jetzt in der Phase Pubertät oder Jugend, ich sage mal vorsichtig Jugendalter, so. Das ist nach der Pubertät so das erste Mal so ein bisschen dem 16, 17, 18 Jugendalter, wo man in den Ausgang geht und sich besauft. Vielleicht so. Genau. Das ist so ein bisschen die unkontrollierbare Phase. Man ist noch nicht so richtig erwachsen. Und es hat, wenn man dieser Metapher weiterfolgen will vom Jam, es hat zwar Erwachsene in dieser Schweizer Musik, aber auf die Erwachsenen lässt man wieso nicht. Also die neuen Spätpubertierenden, die da jetzt reinkommen,
zum der Metapher noch fertig folgen. Die kommen zwar rein, es gibt zwar Newcomer, die auf Schweizer Mundart machen, oder halt, also in einer Landessprache, Französisch, oder halt Mundart, in der Deutschschweiz. Und es hat auch schon Leute vor ihnen gehabt, die das gemacht haben, als Schweizer Künstler oder Schweizer Künstlerin. Aber auf die lässt man dann eben nicht so. Und jetzt ist halt ein bisschen die Frage, ob die spät pubertierenden Jugendlichen da, die auf Schweizer Musik machen, ob die vielleicht auch ein bisschen erwachsen werden müssen. Ja, habe mich, glaube ich, ein bisschen falsch ausgedrückt, habe schon Mundart gemeint. Ja, voll, Jam. Also es ist schon so, Sinne ist auch da, Sinne der Savage. Sinne auch von dich. Ein gutes Thema vielleicht, so, wo wir alle ein bisschen ab und zu mal diskutieren. Wie sieht eigentlich die Identität aus von der Schweiz in Sachen Musik? Und, aber Jam, ich weiss schon, wie du es gemeint hast, dass es noch ein bisschen in den Kinderschuhen ist, glaube ich auch. Aber es ist halt alles ein bisschen am Wachsen langsam. Ey, Frau Blums schreibt da, es gibt schon Erwachsene, die prägen, zum Beispiel Lohn Ludwig, absolut, absolut. Vielleicht ist die Metapher auch ein bisschen kritisch, so, nicht vor allen Dingen. Weil ich würde auch nicht sagen, dass es nur im Jugendalter ist. Es gibt natürlich etablierte Schweizer Künstler, die es schon geschafft haben. Who made it, sozusagen. Im amerikanischen Ausdruck. Chico Chicago ist auch da, cool, dass ihr da noch dabei sind, an dem heutigen Abend. Oder denkst du bei Erwachsenen mehr an Zürich Westblick etc. Ja, vielleicht habe ich mehr an die Etablierteren gedacht, an die Künstler, die so schon in diesem Legendenstatus sind, sage ich jetzt einmal. So Zürich West, Patent Ochsner und Konsorten. Nicht, dass die alt sind oder zu alt, das würde ich nicht damit sagen, so, mit vollem Respekt natürlich, aber die haben schon etwas geschafft in dieser Schweizer Musikindustrie und sind auch schon etabliert. Und ich habe so das Gefühl, es gibt mega wenig, es gibt halt Leute, die ganz etabliert sind, wie die Frau Blum da schon ein paar Künstler oder Künstlerinnen genannt hat. Und dann gibt's mega viele Newcomer, die irgendwie auf Schweizerdeutsch machen oder auf ihre eigene Sprache das Ganze voranbringen will. Aber es gibt wie so irgendwie nicht so viel dazwischen. Also es gibt wie so keinen gesunden Mittelstand in der Schweiz, habe ich ab und zu das Gefühl. Wenn es um Schweizer Künstler geht. Wir reden da in dieser Folge natürlich nur eher über Schweizer Künstler. Also so all die Ariana Grandes von dieser Welt und so. Tut mir leid für die, aber die interessieren mich jetzt nicht in dieser Folge. DJ Bobo, Thierry. Gute Ding, weil DJ Bobo ist eine Legende. Der hat es halt geschafft wie kein anderer und halt auch international, muss man sagen. Was die wenigsten halt bislang geschafft haben von diesen etablierten Künstlern, dass wir auch außerhalb von der Schweiz Relevanz haben. Aber genau um das geht's ein bisschen. Dass wir so ein bisschen uns anschauen, ja, in welchen Phasen sind wir dann gerade im Moment. Weil, wie es ein paar jetzt auch schon gesagt haben, hat man vielleicht noch nicht gerade das Gefühl, dass die Schweizer Musikindustrie beziehungsweise die Schweizer Künstlerlandschaft, sage ich jetzt mal, wie die Schweizer Musikindustrie, der geht's mehr oder weniger sehr, sehr gut so und ist am Wachsen. Idiom ist auch da, Sally. Aber vielleicht die Schweizer Künstlerszene, man muss es so sagen, von dem könnte es noch alles viel, viel mehr sein, habe ich das Gefühl. Alles, was Eluvaiti, Tim, ja, natürlich auch eine Band, Heavy Metal Band, es auch außerhalb von der Schweiz schon geschafft hat mit ihrem Sound, so, und auch sehr respektable Live-Erfolg schon gehabt. Krokus und Elu, voll. Das sind halt jetzt eher auch ein bisschen Künstler oder Bands aus dem Rockbereich. Und das ist eben jetzt ein bisschen die Sache, jetzt, wenn halt jetzt gewisse Namen gedroppt werden. Ich habe halt das Gefühl, es kommen jetzt vielleicht Leute nach, also Newcomer oder Newcomerinnen, kommen jetzt langsam in das Game, aber es wäre jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, ja gut, welche sind dann unsere Generation, also ein paar, die da zuschauen, sind wahrscheinlich irgendwo in der, würde man sagen, Altersdurchschnitt irgendwo zwischen 20 und 30, sagen wir mal, das ist eine grosszügige Range. Welche sind dann die Künstler, die in diesen Generationen für uns als etabliert
im Kopf drinnen bleibt. Oder drinnen bleibt. Fairerweise singen die nicht auf Schweizerdeutsch. Ja, voll. Voll. Ich will es jetzt nicht nur um Schweizerdeutsch haben in dieser Folge, aber es geht schon ein bisschen darum, alles was halt auf Mundart ist und in der eigenen Landessprache, aber da zähle ich halt Französisch selbstverständlich auch dazu, würde ich halt eher anschauen, weil eben, es ist auch schon genannt worden, so Geschichten wie Zürich West oder dann ganz vorher noch ein Mani Matter oder so. Ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, wer sind dann die zukünftigen Zürich West und Mani Matter und Patent Ochsner? Weil die haben es alle schon geschafft, die haben alle schon etwas Etabliertes erschaffen und gewisse andere auch, die da genannt worden sind. Aber welche sind halt dann die zukünftigen? Es braucht halt irgendwie auch ein paar Leute, die irgendwann einmal motiviert genug sind, um das auf den Status zu schaffen. Leroy ist ja auch noch dabei unter Control, cool, dass er einschaltet. Was haltest du vom James Grunz? Schaut Leute, cool, dass du fragst, Harry. Ich würde das nicht so drehen, dass ich jetzt da mega viel Reactions von mir oder Meinungen von mir sage. Ich habe zu vielen, wenn nicht alle Künstler oder Künstlerinnen in der Schweiz eine Meinung, zu gewissen stärkere Meinung und zu gewissen nicht so starke Meinung. Aber ich würde mich da auch nicht mega aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise würde mich ein bisschen neutral behalten. Und eher euch dann fragen. Oder euch darum bitten, ein bisschen Input zu geben, was ihr das Gefühl habt, vielleicht was in der Schweiz fehlt. Also Thierry würde ich dir eher dann zurückgeben, wie findest du den James Grunz so? Ich find's nicht schlecht, was er macht, so. Ich habe 1, 2 Songs, wo ich auch schon mehrfach gelost habe. Von dem Guten. Young Jams ist auch noch da, Baba Streets, alle zusammen. Für die jetzt gerade neu einschalten, wir machen heute ein bisschen interaktivere Runde, wo wir uns ein bisschen mit dieser Frage oder Thematik beschäftigen. Wie weit ist eigentlich die Schweizer Musiklandschaft, wenn es um Schweizer Künstler und Künstlerinnen geht, also Mundartkünstler oder Künstler, wo sie in der eigenen Landessprache macht, also in unserer Landessprache, wo wir da haben. Und wir haben es gerade ein bisschen darüber geredet, dass es halt viele etabliertere Künstler und Künstlerinnen gibt oder Bands. Aber gleichzeitig kommen halt auch ein paar Newcomer jetzt langsam dazu. Aber vielleicht gibt's wieso immer noch nicht so einen gesunden Mittelstand. Leute, die halt gerade so auf dem Rand zum etablierten Niveau sind, aber noch nicht ganz irgendwie die Decke durchsprungen haben. Baggy Jones ist auch da, alle zusammen. Von dem her gebt ruhig euren Input. Er hat Talent und macht noch qualitativ gute Musik, schreibt der Thierry zum James Grunz, glaube ich, ja. Finde ich auch, Thierry. Finde ich. Voll. Also, ich würde einfach so ein paar Fragen in den Raum werfen. Vielleicht auch für Leute, die selber ein bisschen Musik machen da. Zuerst mal für die Künstler und Künstlerinnen unter euch, die zuschauen. Einfach mal eine Frage, wo ihr sehr gerne Input da in den Chat könnt geben. Wann habt ihr das erste Mal so erkannt, dass ihr in eurer eigenen Sprache, also in der Schweizer Mundartsprache, wollt euch künstlerisch ausdrücken? Weil ich habe das Gefühl, bei ganz vielen hat es immer so ein bisschen den Switch irgendwann einmal gegeben, dass man vielleicht am Anfang eher so ein bisschen amerikanische Sachen kopiert hat, so. Und dann hat man, und das sind jetzt wie immer mehr, so wie ich das in Diskussionen mitbekomme, haben immer mehr so den Drang, sich in ihrer eigenen Sprache auszudrücken. Und das ist nun mal in der Schweiz halt entweder Französisch oder halt Deutsch oder Schweizerdeutsch in dem Fall. Und ich glaube, bei gewissen Künstlern und Künstlerinnen gibt's da halt vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Experiment und irgendwann einmal einigt man sich auf eine Sprache. So. Und entweder ist es halt dann ja eher Englisch oder Französisch oder es ist halt dann vielleicht Deutsch oder Schweizerdeutsch. Und um das geht's ein bisschen da. Weil ich behaupte mal ein bisschen, aber das ist jetzt einfach eine Behauptung, die ich gerne noch in den Raum werfe. Englisch
zählt nicht wirklich zu der, also englische Sprache als Künstler oder als Kunstform, die englische Sprache, die zählt nicht wirklich zu der Identität von der Schweizer Musik für mich. Oder alles, was mit Schweizer Musik zu tun hat, hat nicht so viel mit der englischen Sprache zu tun. Außerhalb von der Schweiz ist das natürlich eine völlig andere Diskussion. So. Control schreibt da, aber das hängt doch auch mit dem verwöhnten Ohr vor breiter Masse zusammen. Sehr schön ausgedrückt, Control, verwöhnte Ohr. Absolut. Hecht wahrscheinlich. Der Idiom. Ja, ich habe gestern noch eine Story dazu gebracht. Guter Punkt. Hecht ist genau dort an dem Punkt, das stimmt, absolut, wo live-mässig natürlich schon mega lang dabei und etabliert sind und jetzt wahrscheinlich auch im Streaming langsam auf den Radar kommen von auch der grösseren Masse, hoffentlich. Oder ich würde es mir für sie wünschen, fände ich cool. Frau Blum schreibt da, ja voll, Hecht könnte eine Legende werden. Okay, krasse Wort. Oder Frau Blum? Young Champs schreibt da, Bro, ist einfach so represent und so bei den meisten und ist irgendwie für ein paar unreal so Englisch zu rappen. Also Young Champs findet eher, dass es unreal ist, auf Englisch zu rappen. Also findest du es mittlerweile natürlicher auf Mundart als auf Englisch zu rappen und hast vielleicht vorher halt eher auf Englisch gerappt, in dem Fall. Thierry schreibt da noch, so Englisch ist halt schwierig, weil man es nie perfektionieren kann und mit Schweizerdeutsch kannst du deine Texte ausschöpfen und perfektionieren. Also ja, was du halt ausdrücken kannst in dieser Sprache, weil das habe ich halt auch mit einem werten Herr, wo wir da offstream auch schon diskutiert haben darüber, dass es halt schwierig ist, in einer fremden Sprache sich so auszudrücken, wie man sich auch fühlt, ja. Und um das soll es auch ein bisschen gehen, weil wenn wir uns die Fragen stellen, sind wir auch irgendwann mal näher bei dieser Antwort, was die Schweiz eigentlich für eine eigene Musikidentität hat, meiner Meinung nach. Jam schreibt, ich glaube, viel denken einfach Mundart wird nicht ernst genommen, international und halt auch nicht gelost. Und wegen dem macht man es, glaube ich, auch weniger. Guter Punkt, Jam. Aber ich frage mich dann in so einem Fall halt immer, ja, braucht man dann die Akzeptanz von international? So, wenn halt die Schweiz, ist nicht gerade klein mit ihren 7-8 Millionen, klar, gegen Amerika und so sind wir halt ein kleiner Kreis, kleines Sandkörnchen auf der Karte. Aber es ist immer so ein bisschen die Frage, ja, wie fest würdest du halt irgendwie bei international so deine Aufmerksamkeit holen oder einfach in der Schweiz alle abholen können, wo du kannst abholen. Peggy Jones schreibt, ich habe einfach meine Gedanken aufgeschrieben und das von Anfang an auf Berndeutsch. Ich könnte mich gar nicht richtig in der Art, wie ich würde wählen, auf Englisch ausdrücken. Okay, auch sehr spannend, Peggy. Berndeutsch ist natürlich auch, muss man da schon sagen, auch für ein paar, die zuschauen, halt ein sehr schön gesprochener Dialekt auf Schweizerdeutsch. Es gibt da leider halt ein paar andere Kantone und das kann ich auch verstehen, so. Wenn mir Leute halt damals sagen, ja, aus gewissen Kantonen tönt halt das Schweizerdeutsch auch nicht mega gut. Zürich hat zum Beispiel, oder ich so ein bisschen als eingefleischter Zürich, hat halt einen sehr harten Dialekt, oder wie will man das sagen, Akzent, Dialekt, wo halt alles sehr hart tönt. Und Berndeutsch ist halt eher so ein bisschen weicher, wie Butter, irgendwie so. Wenn jetzt den Vergleich vielleicht nicht gerade so zieht. James schreibt da, aber ich persönlich kann mich halt viel besser ausdrücken, in meiner Musik, wenn ich die Sprache rappe, wo ich mich jeden Tag unterhalte. Auch ein guter Punkt. Wo ich auch schon hatte, die Diskussion, dass man sich halt in dieser Sprache, wo man auch tagtäglich redet, kann man, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass man auch mega gute Songs kann schreiben in dieser Sprache, weil man sie halt so lange redet. Muss raus sein, ja. Control. Später, für die dann später einschalten, das Ganze gibt's dann auch noch auf YouTube, auf meinem YouTube-Channel. Könnt daher Collab Podcast auf YouTube auch suchen oder den Link, wo ihr in der Bio findet. Frau Blum schreibt da und tönt weiter Input geben. Ich lese das gerne alles vor und gehe auch ein bisschen darauf ein. Ist cool, was ihr da macht. Hecht geht schon in Richtung
Young Patent Ochsner, darum sage ich Legende, sie sind noch weit weg davon, aber sicher auf dem richtigen Weg. Ein schöner Vergleich, Frau Blum, finde ich da. Aber sie sind definitiv auf dem Weg, ja, denke ich auch. Nicht nur, dass sie schreibt da noch weiter, nicht nur, dass man sich besser ausdrücken kann, aber auch, dass es besser vom Publikum verstanden wird. Wortspiele etc. verstehen Schweizer einfach besser auf Schweizerdeutsch. Ja, ist wahrscheinlich wirklich einfacher als auf Englisch, so gebe ich auch völlig recht. Young Champs schreibt ja, Bro, ein anderer Punkt ist, look, Rapper wie Chaos, Truppe, Migo und Bass, wo halt ihre City und vor allem ihre Meinung rausholen und schon immer so gerappt haben und die geben einen Fick drauf, ob ihre Musik jetzt viral geht oder nicht. Young Champs geht vielleicht auch gar nicht einmal so darum, dass das Ganze riesig gross muss werden. Bei diesen Fragen, die wir uns da jetzt stellen, um die eigene Musikidentität von der Schweiz, frage ich mich halt einfach oftmals eben, wie kommt überhaupt jemand dazu, jetzt langsam zu switchen, dass er jetzt auf die eigene Sprache, also auf unsere Schweizer inländische Sprache tut, etwas reden will. Ich kann mich erinnern, vor 4-5 Jahren ist das noch nicht so gewesen. Vor 4-5 Jahren ist es noch ein bisschen mehr corny gewesen, Schweizerdeutsch oder Mundartmusik zu machen. Und jetzt dann ist das Gefühl, langsam aber sicher kippt es in die Richtung, dass es immer mehr schweizerdeutsche Themen gibt, anstatt englische, zum Beispiel im Popbereich, anstatt Bands, die es auf Englisch machen, weil sie einfach merken, in der Schweiz können sie einfach mehr ansprechen. Der Tim schreibt da, die Aussprache fällt meistens nicht so ins Gewicht im Englisch. Und Texte sind auch bei Natives nicht gut häufig nicht. Ja, da tue ich jetzt auch mal sehr gerne auch Input dazu geben, Tim. Ich gehe mit dir auch einig, dass das selbst bei Natives, selbst bei Leuten, die halt irgendwie aus dem Ursprungsland kommen, egal ob das US ist oder UK oder irgendwo, und die leben aber dann irgendwann einmal in der Schweiz und finden, ja, die machen von da aus ihre englische Musik. Auch dort ist es vielleicht oftmals nicht auf dem Level, wo halt international ist, UK oder US. Weil die Leute unterschätzen das ganz oft, dass du nicht einfach auf Englisch kannst switchen und deine Songs sind plötzlich auf einem Niveau, wo halt US oder UK Standard ist. Sine schreibt da, ich denke, wenn das CA-Publikum wird mitbekommen, dass CA-Rapper auch in Deutschland Anklang finden, Beispiel Featurings mit D-Rapper, dann wird gerade mehr Schweizer Konsumenten in CH-Zug steigen. In CH-Train. Also der Sinne auch eine spannende These. Der Sinne denkt da, dass es mehr um Akzeptanz in Deutschland geht, im Nachbarland. Und auch Features, wie das jetzt zum Beispiel beim Zen und Sido passiert ist, oder ein paar internationalere Features. Was ja auch clever ist, dass du dir halt Hilfe von Deutschland holst. Und das Ganze natürlich nachher ein bisschen grössere Wahrnehmung hat. So, auch sicher ein guter Punkt sein. Frau Blum schreibt, der Banddeutsch ist Khalid. Für die den Insider nicht so ganz verstehen, der Khalid haben die werte Dame, die das gesagt hat, und ich immer diskutiert, dass er halt eine Stimme wie Butter hat. Weil sie halt so fließend runtergeht irgendwie. Wie wenn man ein Stück Butter würde essen, so. Was ja vielleicht nicht so gesund wäre. Ich probiere das nicht daheim, so. Jem schreibt da noch, was ich schade finde, und bringt ruhig gerne noch mehr Input. Ich habe dann noch ein paar Fragen für euch, noch die letzten 40 Minuten, die uns da verbleiben, so. Aber es ist geil, dass ihr so viel Input gebt, finde ich nice. Was ich schade finde, ist, dass für viele in der Schweiz selber kein Mundart hören und das nicht unterstützen, sondern lieber internationale Musik, und das finde ich sehr schade. Ein sehr guter Punkt, Jam. Auf den habe ich nämlich auch noch ein bisschen eingehen in dieser Stunde vom Cola-Podcast. Nämlich die nächste Frage, wenn wir uns schon zuerst mal mit den Künstlern befasst haben, was jemand dazu bringt, auf Schweizerdeutsch machen, ist, jetzt kann man halt zu der Konsumentenseite gehen. Das eine ist halt die Künstlerseite, wo halt die Musik überhaupt erschafft. Und jetzt können wir zu der Konsumentenseite gehen. Und dort kann ich auch mal da in die Runde die Frage stellen, für die eher aus Musikfansicht sich Musik anhören. Wann ist das erste Mal gewesen und welcher Track ist es gewesen,
von einem Schweizer Künstler auf Mundart, jetzt in diesem Beispiel, wo ihr euch zum ersten Mal in eure eigene private Playlist reingetan habt. Wann ist das gewesen und welcher Track ist das gewesen? Bringt den in den Chat rein. Weil der Cem hat da schon recht. Es geht natürlich auch darum, dass die Konsumenten mitspielen bei dem. Und ich frage mich das natürlich auch ganz oft, an was das liegt, dass ein paar Künstler und Künstlerinnen sagen mir dann manchmal, ja, die Konsumenten sind vielleicht noch nicht so weit. Da gibt es so ein bisschen verschiedene Theorien, aber ein guter Punkt. Sine schreibt dann noch, glaube der Konsument in der Schweiz scheu, etwas Neues zu machen, wo wir so ein kleines Publikum haben und vom viel grösseren Publikum im Ausland mitgerissen werden. Voll, Sine, finde ich auch, ist auch ein guter Punkt, weil es da viel Bandwagoning gibt. So, dass du zuerst einmal irgendwie in den Blogs oder in den Medien international etwas musst mitbekommen, bevor es in der Schweiz halt abgefeiert wird. Und das ist schon immer ein bisschen der Fluch gewesen, denke ich, weil die Schweiz halt immer, auch wenn es um Musikkultur gegangen ist, halt immer ein sehr starkes Importland war. So, wir haben immer sehr viel Einfluss importiert aus anderen Ländern. Und wegen dem sucht man vielleicht nachher auch automatisch Bestätigung in anderen Ländern. Dass, wenn der jetzt über irgendetwas, über irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin aus der Schweiz berichtet hat, dann finden wir es alle auch cool. Aber ich finde schon, der Prozess bei den Konsumenten oder bei den Musikhörern, bei den Schweizer Musikhörern, sollte schon viel früher anfangen. Und an dem schaffen wir auch. Für das ist auch der Collab-Podcast ein bisschen da oder ins Leben gerufen worden, einfach als Side Note. Weil ich halt auch will, mehr die Schweizer Musiklandschaft explizit halt highlighten und zeigen, was es da alles gibt. Darum ist geil, dass ihr da alle mitmacht mit Input und dieser Diskussion. Jam schreibt dann, Mundart wird, glaube ich, einfach nicht so akzeptiert. Oder man getraut sich einfach noch nicht so. Langsam kommt's, aber die Blase sollte mal platzen. Gut, aber wenn die Blase platzt, Jam, dann haben wir keine Szene mehr. Also die Blase soll einfach grösser und grösser werden, aber wenn sie platzt, ist vielleicht nicht so gut, aber ich weiss, was du meinst. Also es soll einfach mal explodieren und die Aufmerksamkeit soll grösser werden. Peggy Jones schreibt, Money Matter hat schon polarisiert und gehört auf jeden Fall zur Schweizer Musikidentität. Fix, Peggy Jones, ganz, ganz fix. Also Money Matter nehme ich sehr, sehr gern in das ganze Thema. Wenn es um Schweizer Musikidentität geht, denke ich auch an Money Matter, das ist ja so. Aber wir fragen uns jetzt natürlich auch, okay, welches sind die zukünftigen, wie das Frau Blum da auch schon gesagt hat, welches sind halt die zukünftigen Patentochsner und Money Matters. Nicht nur DE, sagt da der Sinne. Einfach die grossen Artists, die sie aus dem Ausland hören, voll. Ich habe halt das Gefühl, es hat vielmal auch noch mit der Qualität von der Musik noch zu tun, also von den Schweizer Künstler und Künstlerinnen, weil es hat auch Statistiken gegeben, oder das haben wir auch schon in gewissen Episoden da im Podcast auch schon beleuchtet, dass wenn die Qualität da ist von einem Schweizer Song, dann gibt's auch Konsumenten, die das gerne hören. Bestes Beispiel 079 natürlich. Wo mehr die Leute müssen auch ein bisschen realisieren oder sich die Statistiken richtig anschauen. 079 einfach als Erinnerung hat damals, wann ist das gewesen? Letztes Jahr, Mai, Juni hat der mehr gestreamt als Drake, Ed Sheeran, Ariana Grande und all die englischen oder US-Künstler, die damals draussen sind. Aber es gibt noch zu wenig von diesen Songs. Gebe ich dir auch voll recht, Sinne, wenn du das Gefühl hast. Double Trophy von Baby Jail, schreibt da der Thierry, ist dein erster Schweizer Song gewesen, den du in deine Playlist da hast. Zem schreibt da, EAZ, Hallo Schweiz, vor 7 Jahren etwa. Geil, dass du da schreibst, wie lange das her ist. Vor 7 Jahren, okay, spannend. Frau Blum, Lohn Lödig, represent Will Neighbors. Berner Nachbarn. Song, weiss ich gerade nicht mehr, wie er heisst, hat so einen Update-Song. Also einen älteren Song in dem Fall, von den Update-Mixtapes damals. Hashum ist auch noch da. Young James schreibt, ich habe angefangen zu hören mit Migo. Hören, der hat mich eigentlich auch inspiriert, meine eigene Musik zu machen. Dazu ist eben noch der Baggy, den ich eben habe kennengelernt. Und ja, der hat das Mic gehabt. Und bam, wir haben zusammen angefangen. Ja, so schnell kann das gehen, he? Aber ist geil. Frau Blum schreibt da noch, das erste Mal gehört, vor circa 15 Jahren. Shit. Also, da sind ein paar natürlich sehr, sehr early gewesen, mit 7 Jahren,
der Jam und Frau Blum vor 15 Jahren, das erste Mal. Ich habe das auch gehabt, muss ich sagen, wenn ihr so ein bisschen schnell meinen Input hören wollt, auch wenn ich da eigentlich neutral bleibe in dieser Diskussion. Aber mein erster Track, wo ich wirklich, und das ist relativ spät gewesen, muss ich auch zugeben, weil ich immer sehr, sehr fest international getrimmt worden bin. Aber der erste Track, wo ich als gut genug für mich selber befunden habe, dass ich ihn on repeat haben hören, weil ich bin ja sonst eigentlich die Leute, die mich kennen, extrem kritisch, wenn es um Songs geht und welche mich auch wirklich packen. Der allererste Schweizer Mundart-Track, 100% Mundart-Track, ist, wie heisst der, Finna vom Pronto gsi, wo ich meine private Playlist da habe. Und das, für die, die es wissen, bei mir, so, es gibt noch nicht so viele Schweizer Tracks, die in meiner eigenen privaten Playlist drin sind, aber was dort reingeschafft haben. Aber Finna ist so das erste Mal gewesen, wo ich es gehört habe, und ich dachte, das ist ein geiler Track, und wo ich mir nicht haben müssen denken, das ist nicht schlecht für die Schweiz. Oder für Schweizer Verhältnisse ist das nicht schlecht, oder der komische Satz, den man halt dann amigs gern bringt. Also ich habe das auf einem Level gesehen, wo ich auch die internationalen Songs, wo ich Fan davon bin, gelost habe. Wenn das Sinn macht. Thierry schreibt dann noch, seit ich Funka Valley vom Native habe gehört, habe ich gecheckt, dass Mundart goddamn gut kann sein. Aber nein, okay, stimmt natürlich nicht. Everyday auf dem Schulweg Gölle, sprich vor 20 Jahren. Wirklich? Ist das so Musik, die man auf dem Schulweg gelost hat? Aber ja, alles, was natürlich aus der Berner Region gekommen ist, Thierry, hat natürlich schon sehr, sehr einen grossen Eindruck hinterlassen. Das ist schon so. Aber cool, dass ihr da auch noch auf eure Song, auf eure Favorites eingeht. Für die da die Fragen nicht mitbekommen haben, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ihr, die zuschauen, das erste Mal einen Schweizer Track, einen Mundart-Track akzeptiert habt in eurem Herzen, und wenn ihr das erste Mal, dass ihr eure eigene Playlist da habt, oder vielleicht damals eine CD gekauft habt, wo Alben physisch verkauft worden sind, oder immer noch ein bisschen, aber das gibt's ja bald eh nicht mehr, das lustige CD-Format. Aber cool, ja. Um das geht's auch ein bisschen in der Erfolg, für die das ein bisschen später anschauen. Das soll nicht eine Episode werden, wo wir jetzt alle Antworten parat haben, was es in der Schweiz eigentlich noch braucht. Aber es soll so ein bisschen ein erster Anlauf sein, herauszufinden, wie sieht die Schweizer Musikidentität eigentlich aus, und wie ist so der Nachwuchs von den Schweizer Künstler und Künstlerinnen, was machen die all im Moment, und ist es eigentlich cool, auf Mundart Songs zu machen. Und ich hoffentlich die meisten, die da zuschauen, können sich die Frage mit Ja beantworten, weil ich finde, langsam aber sicher soll sich Mundartmusik auch von Newcomer und Newcomerinnen auch zeigen da. Aber danke, dass ihr einschaltet. Für die das später noch anschauen wollen, das Ganze wird es dann auch noch auf YouTube geben, auf meinem Collab-Podcast YouTube-Channel. Darum könnt ihr auch mal reinschauen, da gibt es auch noch ganz viele andere Episoden. Baggy Jones schreibt dann noch, einfach so Liebe 2 von Tommy Versetti, vor etwa 6 Jahren hat das mein Bruder mir gezeigt. Okay, cool. Also dein Bruder hat er auch ein bisschen den ersten Mundart-Touch ein bisschen mitgegeben. Thierry schreibt da, ich schenke dir mein Herz, bester Schweizer Track. Okay, über das kann man ja auch noch reden. All-time bester Schweizer Track. Finde ich auch noch eine geile Diskussion, Thierry. Ich schenke dir mein Herz, ist wahrscheinlich schon recht weit oben. Uff, das ist schwierig, das zu toppen. Für die Leute, die da sich auskennen ein bisschen mit Schweizer Musik oder der Schweizer Musikhistorie, was ist dann eigentlich der beste Schweizer Track bislang gewesen? Oder ein Top 3 allenfalls, wenn es schwierig ist, einen Track zu benennen. Frau Blum schreibt dann noch, Mani Matter natürlich, alles auswendig. Das ist Kindheit. Ist krass, dass da wahrscheinlich halt ein Mani Matter dort die Kindheit, die von sehr, sehr vielen prägt hat. Aber das ist jetzt eben die Frage, wenn wir dann darüber reden, was in dieser Mittelschicht ist, wie wir das vorher ein bisschen gesagt haben, dass es halt Leute gibt, Künstler und Künstlerinnen, die auf Legendenstatus sind und vielleicht allenfalls nicht so viel, die gerade an dieser Grenze sind, zum etabliert werden, und nachher gibt es halt ganz, ganz viele No-Names. Ist halt die Frage, was nachher passiert ist, nach der Kindheit, Frau Blum, dass man vielleicht nachher in einem
mit 13, 14 halt einfach so penetriert worden ist von US-Musik, Britney Spears, NSYNC und all das Zeug, was es damals gegeben hat, 50 Cent, Eminem bei mir noch, und dann einfach völlig Schweizer Musik außer Acht gelassen hat, so. Also ich frage das jetzt einfach mal, so. Ich habe jetzt natürlich auch nicht irgendwie eine schlüssige Antwort. Thierry schreibt da erst halb Rap-Song, der erste halb Rap-Song in der Schweiz. Young Champs schreibt da noch, Pronto ist für mich einfach genau der Spiegel von dem Change, wo du gesagt hast. Die, wo eben das nicht schlecht für Swiss Rap Effekt durchbrochen hat. Finde ich geil, der Ausdruck, nicht schlecht für Swiss Rap Effekt. Finde ich gut. Durchbrochen hat. Persönlich für mich die grösste und ihre Szene und feiern auch extrem. Also persönlich für die Young Champs der grösste. Lords ist auch noch da, cool, dass sie reingeschaltet haben. Aber ja, Young Champs, ich gebe dir halt dort recht, dort habe ich das erste Mal kein Fremdschämen gehabt, muss ich sagen. Das ist nicht bei allen Tracks, muss ich sagen, aber beim Finna, das ist so ein bisschen wirklich mein persönlicher Favorite. Pronto ist dope as fuck, schreibt Lourdes. Ja, ich glaube, da gibt's nicht so viel, wo das jetzt etwas anderes würden gegen argumentieren. Oder Leute, die da nicht finden, dass oder eine Gegenantwort haben, bitte ruhig in den Chat schreiben. Also für die da noch einschalten, die letzten 20 Minuten von dem Cola-Podcast befassen wir uns noch ein bisschen mit mit der eigenen Schweizer Musikidentität und was es eigentlich braucht, auch von der Konsumentenseite, ob wir das Gefühl haben, zum Beispiel als Musikfans oder Musikhörer, ob es noch peinlich ist, Schweizer Musik zu hören, oder ob das jetzt akzeptierter ist, hoffentlich. Ich habe schon das Gefühl, dass es natürlich akzeptierter ist, als wie vor ein paar Jahren schon, aber dass immer noch vielleicht einfach mehr Leute, die breite Masse halt gern internationale Musik hören, weil eben da gibt's halt verschiedene Theorien. Ich denke amix auch, weil viele Songs, Schweizer Songs, die rauskommen, noch nicht auf dem Niveau ist, wo halt UK und US Artists sind, wo man halt da kann. Der Costa ist da auch noch dabei, oder Kostka. Schön, dass ihr da reinschaut noch, so spät an dem Mittwochabend. Frau Blum schreibt da noch, genau wie du das sagst, ihr Kind hat viel Mundart und nachher so ab der 5. Klasse, weisst dann, wo man so richtig cool wird, ist Schweizerdeutsch nachher uncool. Und nachher ihrer Pubertät ist Schweizer Rap wieder cool. Eben, das ist genau das Phänomen. Schaut Leute, ich gebe es euch mit einem anderen Beispiel. Ich will den Brand nicht nennen, aber ein Brand wird ich nicht da nennen im Podcast. Aber das ist ein ganz, ganz grosser Süßgetränkhersteller, den auch alle kennen, mit einem roten Label. So, wisst ihr wahrscheinlich. Und es zeigt auch, wie krass ihr Marketing ist, dass ihr jetzt genau wisst, welchen Brand ich meine. Aber das ist genau das. Im Marketing, was Frau Blum da sagt, kann man sich das sehr gut erklären. Dass der Süßgetränkhersteller, wenn man noch jünger ist, also so im Pubertäts-, im Jugendalter, hat dich, also das Beispiel, wo ich da nenne, der Brand, hat der Brand dich. Weil du das Süßgetränk gerne in deinem Kühlschrank würdest haben. Und dann kommt vielleicht eine Phase in deinen 20er, 30er, wo du irgendwann mal merkst, Süßgetränk hat viel zu viel Zucker drin, ich trinke mal gerne lieber mehr Wasser, so. Und dann verliert dich das Produkt. Und es geht halt um das Gleiche, was Frau Blum da gesagt hat, mit der Musik, wo in der 5. Klasse verloren gegangen ist, Schweizerdeutsch oder schweizerdeutsche Musik. Und, aber der Getränkehersteller, der bekommt dich dann irgendwann einmal wieder. Und im Beispiel von dem Brand, wo ich da jetzt nicht nennen will, mit dem roten Logo, die haben dich dann wieder, wenn man selber älter ist und ein Kind hat, wo halt das Süßgetränk im Kühlschrank will. Und genau so bringt es dich wieder dazu, dass du das in deinem Erwachsenenalter dann wieder kaufst, weil deine Kids das wollen und dich anschreien und sagen, wir wollen das bitte in unserem Kühlschrank haben. Und vielleicht gleich ist das auch mit dem Musikhörer, weil ja Frau Blum da erklärt hat, man ist mit Mani Matter aufgewachsen oder gewissen legendären Künstler von früher und irgendwann ab der 4., 5., 6. Klasse ist Mundart plötzlich uncool geworden. Alles, was mit Schweizerdeutsch zu hat und dementsprechend auch wie die Schweizer Musik. Und jetzt hat das Ganze natürlich wieder ein bisschen einen Hype generiert, weil auch wegen der ganzen Hip-Hop-Szene
Und auch in der Schweizer Hip-Hop-Szene hat's das Ganze, ich sage mal, die ganze Musik auch ein bisschen cooler gemacht insgesamt. Aber nicht nur einfach Hip-Hop, sondern alles, was halt popkulturell bekannt ist. Aber ein sehr guter Input. Ich finde eben auch, dass es halt nachher auch eine Zeit gegeben hat, wo Amerika einfach viel, viel cooler und attraktiver war für so einen Jugendlichen zum Musik hören als jetzt der Schweizer Musik. Die Lourdes schreibt dann noch, ich glaube, jeder Musiker ist übelst talentiert, aber die meisten Hype halt nur regional. Das macht aus hure uncool, dass es nur regional ist, schreibt Frau Lourdes. Thierry schreibt da true. Das Album hat einmal sicher die Phase gegeben, wo Schweizer Musik als sehr uncool angesehen worden ist. Weiss aber nicht, ob das der Early 2000s war, mit schlechter Musik, oder ob es mit dem eigenen Alter zu tun hat. Ja, das ist eben eine gute Frage, ob das mit dem eigenen Alter zu tun hat, oder ob die Musik einfach uncooler geworden ist von der Qualität. Ich habe das Gefühl, die Musik ist einfach immer die Musik gewesen, die Schweizer Musik ist immer die Schweizer Musik gewesen, mehr oder weniger. Vielleicht ist die Qualität ein bisschen runtergegangen, so in der 2000er-Wende, kann auch sein, so, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Statistik analysiert, aber in dieser Zeit ist halt irgendwie, keine Ahnung, 50 Cent, Eminem, all das Schweden-Pop-Zeug, wo in Amerika so abgegangen ist, NSYNC, Britney Spears, das ist so bombastisch gut gewesen im Verhältnis, dass man vielleicht einfach nicht die Schweizer Musik hat hören in dieser Zeit, oder die wenigsten, zumindest. Jam schreibt da, ich bekomme heute noch gesagt, dass ich doch auf Hochdeutsch soll rappen oder irgendwie mit Türkisch gemischt, weil einfach alle keine Hoffnung in ihrer Mundart haben. Aber ich würde genau das eben nicht, sondern mit Mundart durchziehen. Sehr starkes Statement da vom Jam, finde ich auch geil, dass du das trotzdem so durchziehen willst, obwohl dir andere sagen, du solltest auf Hochdeutsch machen. Ich würde das auch unterschreiben, Jam. Mit den Sachen, die ich da jetzt weiss, so mit meinem Hintergrund, mit meinem bescheidenen Hintergrund und Musikwissen, würde ich sagen, mach lieber Mundart weiter, jetzt im Moment. Frau Blum schreibt da noch, und sehr, sehr gerne einfach euren Input in den Chat geben. Ich lese das alles sehr gerne durch und gehe auch gerne drauf ein. Sind cool. Für die da noch einschalten, wir reden wirklich ein bisschen alles, was da die Frage da unten symbolisiert. Alles, was mit der Schweizer Musikidentität, mit der eigenen Identität zu tun hat. Hören wir noch da. Finden 12-Jährige heute Schweizer Musik schlecht, oder gibt's jetzt bessere Schweizer Musik, dass sie es schon in diesem Alter cool finden? Fragt Blum. Gute Frage. Ich glaube, der Hip-Hop, die Hip-Hop-Entwicklung, wo man aus den Staaten so ein bisschen mitbekommen hat und aus anderen Ländern, hat natürlich, und auch aus Deutschland vor allem mit dem Deutschrap, hat auch dazu geführt, dass jetzt die 12-Jährigen nicht nur die deutschen Sachen hören wollen oder Sachen aus Frankreich oder aus US, sondern dann auch immer mehr den Switch machen und einfach mal suchen gehen, was gibt's eigentlich in der Schweiz. Aber es ist schon noch so, dass die 12-Jährigen von heute, wenn man sich Statistiken anschaut, die YouTube-Charts und so, viel, viel mehr Deutschrap hören, Stand heute, als Schweizer Rap. Und da müssen wir sich halt auch fragen, was liegt denn das, dass man jetzt lieber ein hochdeutsches Äquivalent wird, also ein vergleichbarer Rapper oder eine Rapperin wird hören, anstatt Schweizer Bondo. Lourdes schreibt da, wenn ich nicht mit der 11 Jahr wäre unterwegs gewesen, hätte ich so Leute wie der Stereolux oder der Pronto nie kennengelernt, weil auf dem Bern Baby Trip big sie. Also mit dem Süßgetränk ist schon so war. Für die da herausgefunden haben, von welchem Süßgetränk ich vorher geredet habe. Aber es gibt halt nur eins mit einem ganz grossen roten Label. Aber ich will dem da keine Plattform geben natürlich, weil die zahlen mich ja auch nicht. Lourdes schreibt dann noch wahr und auf den Punkt gebracht, sorry, übelst vertippt, kein Problem, Lourdes. Niran You, cool, dass du noch zuschaltest da. Für die letzten 15 Minuten von dem Cola-Podcast. Und für die das auch später gerne anschauen wollen, den Cola-Podcast gibt's auch auf YouTube. Den Link findet ihr in meinem Profil. Und dort tun wir auch allerlei andere Themen besprechen, rund um die Schweizer Musikbusiness und alles, was halt Künstler oder Produzenten oder Musikschaffende könnte interessieren. Darum gehen ab und zu dort auch noch anschauen, weil wir auch coole andere Diskussionen haben dort. Heute geht's, wie gesagt, wie ihr dort unten seht, um die Frage,
gibt es eine eigene Musikidentität in der Schweiz? Und an was liegt das jetzt zum Beispiel, dass die Schweizer Konsumenten noch nicht so viel Schweizer Musik hören, wie sie sollten? Young Jam schreibt, der Deutschrap hat aber auch das Gleiche durchlebt. Das gibt auch Hoffnung. Voll, finde ich auch, ist ein guter Punkt, Young Jams, dass es in Deutschland in der 2000er-Wende auch uncool war, deutsche Musik zu hören. Also Deutsch Rap, in dem Beispiel, wo wir vorher gebracht haben, hat auch ein rechtes Loch gehabt, bevor sie jetzt plötzlich vor 2 Jahren, gefühlt jetzt, 2, 3 Jahre, wieder voll aufgegangen ist. Und es könnte sein, dass halt das Gleiche natürlich auch noch in der Schweiz passiert, aber einfach ein bisschen länger braucht, weil wir ein bisschen hinten drin sind. Lord tut da am Jam zustimmen. Genau. Das habe ich mir da noch aufgeschrieben. Aber das mit den ersten paar Fragen ist natürlich erst cool, vor allem Mundart. Weil ich habe mir da nur ein paar Fragen aufgestellt, so, aber für die letzten 12, 13 Minuten, weil ich nach einer Stunde da jetzt gekappt werde, sollten wir uns vielleicht einfach, oder können wir uns auch einfach noch, das ist jetzt auch, ist natürlich auch die Frage, okay, wenn ihr jetzt realisiert oder das Gefühl habt, die Schweizer Konsumenten hören noch nicht so viel Schweizer Musik generell, ich rede jetzt nicht nur von Hip-Hop, sondern allgemein Schweizer Musik. Was habt ihr das Gefühl, an was könnte das liegen? Ganz explizit, konkret, an was könnte das liegen, dass die Schweizer Musikfans, Musikhörer immer noch lieber internationale Musik hören als Schweizer Musik? Liegt das zum Beispiel an der Qualität von der Musik, dass die immer noch nicht so gut ist wie internationale Musik? Liegt das daran, dass die Künstler zwar ready wären und da wären, am Start wären, aber die Musikfans das einfach nicht auf dem Schirm haben, weil sie das nicht sehen? Hat es zu wenig Musikreleases, die wöchentlich rauskommen? Das ist halt auch eine weitere Theorie, die ich teilweise verfolge, dass ich das Gefühl habe, es gibt noch zu wenig Output von der Schweizer Musikszene generell. Young Jams schreibt da Trending. Und was ich damit meine, mit dem Musik-Output, ist halt, dass man sich immer anschauen muss, und das habe ich schon mal in der Story gebracht. Schaut euch zum Beispiel mal an, egal was ihr jetzt konsumiert, über Spotify oder Apple Music oder YouTube, aber vor allem auf Apple Music und Spotify, schaut euch dort mal an einem Freitag, wie viele Schweizer Songs, also Schweizer Mundart-Tracks oder französische Tracks von Schweizer Künstlern, eigentlich in der New Music Friday und in der New Music Daily sind, also in diesen 2 Playlists, wo ja neue Songs rauskommen, wo in der Schweiz relevant sind. Und dann versteht ihr ein bisschen, um was es in dieser Folge geht und wieso ich eigentlich eine ganze Stunde dem Thema widmen will. Weil es halt pro Woche an dem Freitag, wo neue Songs rauskommen, immer noch sehr wenig neue Schweizer Tracks in diesen Playlists eben sind. Gefühlt jetzt. Also der Anteil von den Schweizer Songs, von den Schweizer Mundart-Tracks, ist immer noch sehr klein im Vergleich zu den internationalen Tracks, die dort drinnen sind. Hashum, ich hoffe, irgendwie wird jetzt den Namen nicht mega verunstalten, schreibt da, ich habe das Gefühl, die meiste Schweizer Musik, die wir haben, ist halt einfach mit dem Mindset für nur Schweiz produziert worden. Okay, auch eine gute These, die da aufgestellt worden ist, dass mit dem Mindset für nur Schweiz, und dann kann es sein, dass es halt auch nicht eine Qualität hat wie internationale Musik. Weil wieso rede ich jetzt von der, dass es eine Qualität muss haben wie internationale Musik, aber einen guten Input da, wo du gebracht hast. Das Doofen ist in der Schweiz ein bisschen, dass man auf diesen Streaming-Plattformen als Schweizer Künstler oder Künstlerin halt immer noch fest konkurrieren tut mit den internationalen Künstlern. Es ist halt nicht so leider wie in Frankreich oder in Deutschland, wo die gleichsprechenden, also die gleiche Sprache, die gleichsprachigen Künstler untereinander konkurrieren müssen, sondern in der Schweiz, weil wir halt so ein Importland sind und halt auch viel da internationale US-Künstler und UK-Künstler viel mehr hören als Schweizer, muss man halt als Schweizer Künstler, wenn man dann in dieser Playlist ist oder irgendwie neu rauskommt auf den Streaming-Plattformen,
muss man halt auch oftmals um die gleichen Plätze kämpfen, wo halt auch die internationale schon drinnen ist. Und das macht's natürlich, ja, könnte man jetzt sich darüber streiten, ob es das unfair macht oder nicht. Weil, wenn die Qualität eigentlich da ist von diesen Schweizer Songs, das hat es in der Vergangenheit auch schon bewiesen, dann werden die auch gestreamt. Auch in der Schweiz. Also es ist nicht so, dass du jetzt, nicht gestreamt wird. Es wäre ein bisschen zu einfach, wenn man einfach an Ed Sheeran und all diesen internationalen Künstler und Künstlerinnen die Schuld würde geben, dass man nicht gestreamt wird als Schweizer. Das würde ich ein bisschen damit sagen. Es braucht mehr Mut, schreibt sie oder er da aber auch noch. Was ein sehr guter Punkt ist, stimmt sicher. Dass es ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Offenheit vielleicht braucht von den Künstlern, die wir da in der Schweiz haben. Genau. Für die letzten 8 Minuten schauen wir uns da jetzt auch noch ein paar Leute an, die da noch ein bisschen Input gegeben haben oder gehen da vielleicht noch ein paar Fragen oder Inputs von euch. Aber ich finde es geil, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Genau um das soll es auch ein bisschen gehen bei dem Cola-Podcast. Nicht, dass ich da die ganze Zeit schwafeln soll, sondern dass da auch interaktiv eine Diskussion geführt wird mit euch, weil eure Meinung zählt da irgendwie viel, viel mehr. Es soll auch nicht darum gehen, dass ich da völlig biased einfach meine Meinungen durchgebe, sondern ich bin da eher so ein bisschen der neutrale Schiedsrichter in diesen Diskussionen oder will ab und zu einfach ein bisschen Fragen rein tun. Für die das Format also noch nicht kennen, das ist jeden Mittwochabend am 8:45 und auf YouTube unter Collab Podcast findet ihr auch ganz, ganz viele Themen für die Leute, die das interessiert da. Und die letzten 7 Minuten reden wir da jetzt noch ein bisschen als Abschluss halt, ja, was dann noch fehlt, oder, weil wir haben auch schon ein bisschen darüber geredet, natürlich, ob es Leute gibt, die halt Schweizer Songs, generell abfeiern tun. Wir haben ein bisschen darüber geredet, was so die erste Erinnerung ist, an einen allerersten Schweizer Track, den man irgendwie geil gefunden hat. Aber das ist halt eben noch ein bisschen die Sache vielleicht. Vielleicht gibt's halt noch zu viel als Musikhörer, als Otto-normaler Musikhörer, gibt's vielleicht einfach noch zu viel internationale Songs, wo man halt einfach noch geiler findet als momentan, wo man geiler findet als Schweizer Musik oder Schweizer Songs. Thierry schreibt da, was gibst du den jungen Schweizer Künstlern mit, wo mit Mundartmusik machen? Macht bitte weiter. Das Einfachste, was ich da sagen will, und das ist eine gute Frage, danke für den Input, Thierry. Macht bitte weiter auf Mundart, wenn ihr jetzt meine Meinung hören wollt, so. Das ist jetzt meine persönliche Meinung mit den Sachen, die ich da mitbekommen habe. Macht weiter auf Mundart oder auf eurer eigenen Sprache. Und wenn ihr halt aus der Schweiz sind, ja, ist das entweder Französisch oder Schweizerdeutsch. Ich will da jetzt auch nicht Polizei spielen natürlich und sagen, wie ihr das sollen machen, Künstler, aber macht auf Mundart weiter, weil das wird auch wachsen. Die Statistiken zeigen eher, dass immer mehr Leute Bock werden haben, lokale Musik zu hören. Das sehen wir auch in anderen Ländern und das wird auch in der Schweiz hoffentlich später auch stärker werden. Darum lasst euch im Moment bitte von niemandem sagen, weil das ist auch schon vom Jam oder von anderen Leuten gesagt worden, lasst euch von niemandem überreden, dass er jetzt auf Hochdeutsch, auf Englisch oder irgendwie in einer anderen Sprache sollen machen, wo nichts mit der Schweiz zu tun hat. Ich kann das verstehen, es gibt wie so beide Seiten, ich kann das verstehen, wenn man das Ausland eher im Kopf hat, dann go for it mit Englisch, aber dann hast du in der Schweiz, dann haltet dich nichts in der Schweiz. Dann musst du auch dort sein. Wenn man jetzt als Rapper zum Beispiel zu der Atlanta Trap-Szene hören, dann musst du auf Atlanta gehen. Dann musst du physisch dort sein mit all diesen Leuten, mit den zukünftigen Metro Boomins von dieser Welt und Murder Beats, weil du sonst nie auf das Niveau wirst kommen. Wenn du jetzt aber in der Schweiz, wie der Thierry das gesagt hat, willst Mundart machen, dann schafft einfach weiter, releaset konstant gute Musik und schafft halt an eurer Qualität wissentlich, dass ihr immer noch mit internationalen Künstlern konkurrieren müsst. Und für die Leute, die euch sagen, Schweizer Musik, das wird nicht so gestreamt wie internationale Musik, das stimmt einfach faktisch nicht. Es wird jetzt langsam immer mehr Künstler geben,
wo es dort auch in die Top 10 schaffen, von diesen Streaming-Charts. Und 079, ein 100%iger Mundart-Track, hat das auch schon gehabt für mehrere Wochen auf Nummer 1. Darum macht auf Mundart weiter, ich finde das geil, ich supporte das. Jam schreibt noch, am Freitag kommt meine neue Single raus. Wäre nice, wenn ihr mal würdet abchecken, falls ich Werbung kann machen, noch zum Schluss, haha. Ja, sicher kannst du Werbung machen, alles cool. Noch schnell ein bisschen Pluggen am Schluss. Becky Jones schreibt, viele Leute wollen halt auch einfach Musik hören und sich gar nicht auf die Lyrics konzentrieren und hören nachher eher englische Mucke. True, ist etwas Wahres, dass vielleicht das auch psychologisch mit dem zusammenliegt, dass man die Lyrics nicht verstehen würde. Weil wenn man die Lyrics auch verstehen, weil es ist ja nicht jeder perfekt im Englisch als Schweizer, mit dem Schulenglisch, wo man halt da aufgewachsen ist. Und teilweise würde man vielleicht gewisse Songs gar nicht hören, rein vom Inhalt her, wenn man wüsste, was da Englisch 1:1 gesagt wird, habe ich das Gefühl. Aber es stimmt schon, was der Becky Jones da sagt, dass vielmal all der Vibe und der Mood, die Stimmung vom Song teilweise mehr zählen als die Lyrics. Ist aber nicht so, dass ich das ganz klar unterschreibe, so, weil ich habe das Gefühl, Lyrics und die Bedeutung vom Song, von deinem Text hat noch extrem, auch wenn man das vielleicht nicht bewusst wahrnimmt als Musiklehrer, aber ist immer noch extrem wichtig, meiner Meinung nach. Aber ja, vielleicht macht es das ein bisschen schwieriger, weil man die Schweizer Texte eben 1:1 versteht. Und das wegen dem irgendwie nicht so speziell wirkt, so. HS schreibt da nochmal, ja, aber ist doch, aber das ist auch nicht das Zielpublikum aus Künstler. Zielpublikum. Welches dann jetzt? Für die Schweiz oder international? Abschliessend da. Aber in diesen 1,5 Minuten würde ich da nur noch einfach sagen, es ist cool, dass wir mitgemacht haben. Für die das später noch anschauen wollen, das wird jetzt noch 24 Stunden in der Story sein und dann auch auf YouTube, auf dem YouTube-Channel unter Collab Podcast. Darum könnt ihr mal gerne schauen. Den Link findet ihr in der Bio oder auf der Page. Dort findet ihr auch allerlei andere Themen. Danke vielmals, dass ihr so zahlreich erschienen sind und auch mitgemacht habt bei dieser Diskussion. Der Collab Podcast soll so ein bisschen alles behandeln, was in der Schweiz relevant ist, was mit Musik und Business zu tun hat. Darum könnt ihr auch sehr gerne mal den Channel abchecken, wenn euch die Themen interessiert. Zu Jones seiner Aussage, okay, cool. Becky Jones, für dich ist das gewesen. Und für die Leute, die die Diskussion nochmal mitverfolgen wollen, wird es dann in ein paar Tagen das Ganze auch noch auf YouTube geben. Danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Am nächsten Mittwoch geht's weiter. 8:45. Genau. Peace out. Danke, dass ihr dabei gewesen sind. Schön zusammen. Thanks für den Input. Hey, danke an euch. Cool, dass ihr dabei gewesen sind. Ich würde sagen, wir sind draussen bei dem Collab Podcast. Tschüss zusammen.